So, heute weiss ich nicht, was man macht. Also, heute reden wir über etwas, was mir recht am Herzen liegt, oder so Philosophie, die ich immer versucht habe zu verfolgen in den vergangenen Jahren, aber auch schon vorher, aber vor allem in dieser Zeit, jetzt die letzten 3 Jahre, wo ich versucht habe, selbstständig etwas aufzubauen oder immer noch im Prozess bin, auch noch etwas aufzubauen. Und ich wollte das mit euch teilen, so das Grundprinzip oder so ein bisschen die Philosophie, weil ich vielleicht denke, das kann auch am einen oder anderen Musikschaffenden da helfen, der damals zuschaut, beim Collab-Channel. Und die Philosophie ist eigentlich relativ simpel, also nicht eigentlich, sie ist relativ simpel. Und zwar geht es darum, dass ich immer, so gut es geht, versucht habe, konkret zu sein. Was meine ich jetzt mit konkret? Ich kann euch vielleicht etwas so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen oder etwas, was ich immer noch mache. Leute, die das Vergnügen haben, teilweise in mir hin und her zu schreiben, die jetzt da vielleicht auch zuschauen, wissen vielleicht die einen oder anderen, die mich auf WhatsApp schon verwünscht haben oder aber auch in den IG-DMs, dass ich rechte Romane schreibe amigs. Und glauben wir, wenn ich das sage, ich habe es versucht, amigs zu kürzen. Oder mit den Jahren kommt es wahrscheinlich, dass ich mich auch kürzer halten werde, irgendwann einmal. Weil irgendwann musst du auch nicht mehr so viel sagen. Aber die Leute, die wieso schon mit dem in Berührung gekommen sind, teilweise, können vielleicht jetzt sagen, okay, ja, das sind alles viel zu lange Texte, amigs. Da muss man sicher viel zu viel Zeug hineinlesen. Der Alex schreibt etwa so viel Text, wie er spricht, amix, so von so einem Videoformat, wo ihr da seht. Aber was niemand so gut es geht, also ich versuche so gut es geht, dass das niemand kann sagen, ist, dass ich nicht klar bin oder konkret bin in dem, was ich sage. Weil ich habe in der Musikindustrie, generell in der Schweizer Musikindustrie, habe ich es immer geschätzt, wenn Leute so genau wie möglich sind. Also jetzt so genau wie möglich, nicht in Situationen, wo es das jetzt nicht braucht, wo du jetzt auch könntest, die Genauigkeit oder den Perfektionismus könntest jetzt auch sein lassen für mehr Effizienz, weil dort gehe ich jetzt auch an. So, es ist jetzt nicht ein Tag, dass man soll so gut es geht perfektionistisch sein, aber mit konkret meine ich, dass man die Sachen, die man meint und die Sachen, die man überbringen will, dass man die auch 1:1 so sagt und sich dort nicht filtern tut in gewissen Business-Gesprächen, die man hat. Oder gewissen Verhandlungen oder gewissen Studio-Sessions. Gibt viele verschiedene Situationen oder Räume, wo man jetzt die Philosophie anwenden kann. Und ich sage das bewusst mit dem konkreter sein oder genauer deine Vision, deine Pläne, deine Zielsetzungen ausdrücken oder gegen aussen zeigen oder notieren. Es geht nicht darum, dass du alles gegen aussen sagen, aber dass du zumindest dir darüber im Klaren sollst sein, was du konkret angehen willst oder was du konkret vielleicht noch machen willst. Weil umso konkreter du wirst in deinem Approach, also in deiner Sache, wie du das alles angehst, jetzt als Musikschaffender, umso einfacher, denke ich, wirst du es nachher auch langfristig haben. Weil ich habe auch viele Situationen erlebt. Ein Beispiel ist irgendwie, wenn es um so Label-Diskussionen gegangen ist, jetzt ich eher von außen betrachtet. Nicht ich in der Vergangenheit, wo ich bei einem Label gearbeitet habe, sondern ich jetzt als Externe, der mit diesen Labels diskutieren muss, vielleicht im Auftrag von Künstlern oder Künstlerinnen und irgendetwas dealen muss, irgendetwas besprechen muss. Ich habe einfach immer dann gemerkt, wenn ich konkret war in meinem Anliegen, wenn ich sehr, sehr konkret war, dann haben recht viele Leute Mühe mit dem.
Und ich habe das aber immer als etwas Positives angeschaut und nicht etwas Negatives. Die Leute werden irgendwie nervös oder finden es irgendwie ein bisschen kompliziert, wenn ich da jetzt irgendwie genau etwas aufzeigen oder möglichst konkret etwas besprechen mit diesen Personen, mit diesen Industrieleuten. Ich persönlich habe das immer so, wenn so eine Reaktion zurückkommt, ist ist so ein bisschen weird jetzt gerade. So, ich weiss jetzt nicht, wieso wir da mega, mega konkret irgendwelche Zahlen besprechen sollten. Sei es jetzt Streaming-Zahlen, Zielsetzungen oder was auch immer, habe ich das immer, so Reaktionen habe ich immer als etwas sehr, sehr Positives angesehen, weil es schon immer ein bisschen so war, was ich vorher glaube noch nicht so vertieft habe oder habe noch schnell abschliessen, weil in der Musikindustrie, der Schweizer Musikindustrie oder im Musikbusiness generell, gibt es auch so einen gewissen Schleier, einen bewussten Schleier von Unkenntnis oder so eine gewisse Ungenauigkeit, wo wie so part of the game teilweise ist. Und ich sage das jetzt nicht so, ich habe jetzt den Schlüssel herausgefunden, so ist es tatsächlich. Ich glaube, die Leute, die da jetzt ein bisschen länger zuschauen, wissen auch, dass es jetzt nie so schwarz oder weiße Antworten gibt auf irgendwelche Sachen oder Lösungsansätze. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es auch Teil vom System ist, teilweise, oder Teil von gewissen Mechanismen in der Musikkultur, in der Musikindustrie, dass man gewisse Sachen so in so einem Nebel lässt, bewusst, also Business, ich rede jetzt von Business-Anliegen, dass man so gewisse Business-Anliegen in einem so Nebel von Unklarheit lässt. Und weil jetzt, wenn es mehrere Seiten gibt, es gibt vielleicht so 2 Seiten, oder es gibt so Artists, nachher gibt es eine Management-Seite vielleicht, nachher gibt es eine Label-Seite vielleicht auch noch von mir aus, aber ist ja auch nicht immer ein Muss. So. Es kann ja sein, dass du jetzt alles selber vertreibst. Aber du hast mit irgendwelchen Partnern zu tun, du hast irgendetwas Geschäftliches mit Leuten zu tun und es passiert schnell, habe ich das Gefühl, oftmals, nicht immer, aber es kann oft schnell passieren, dass man in so einem Trott ist, in so einem Lauf, in so einem Leerlauf fast schon, in so einem Autopilot, wo Sachen am Laufen sind, aber man tut gewisse Problemstellungen oder gewisse Herausforderungen, die man hätte, tut man nicht konkretisieren. Also man tut es nicht genau ansprechen, was dann das Problem sei. Das kann jetzt sein, dass du als Artist, von Artist-Perspektive, dass du jetzt sagst, ja, mir gefällt nicht, dass der Partner, mit dem ich da etwas zu tun habe, dass der Release dort so und so gehandhabt hat. So, jetzt gibt's Musikschaffende, die das zu Recht gerade so früh es geht, so schnell wie möglich ansprechen. Oder irgendwie ein extra Meeting machen oder was auch immer. Ich habe aber auch sehr, sehr viele Situationen gesehen, wo Künstler oder Künstlerinnen mir persönlich gesagt haben, nachher, weil ich dort vielleicht teilweise auch in Diskussionen bin, beteiligt bin, oder halt als von außen Leute mir etwas, wie so ein bisschen ihre Perspektive schildern, habe ich viel so Mitteilungen, teilweise so ja schau, ich weiss nicht, so, es stört sie zwar etwas, sie erwähnen etwas mir gegenüber, was sie sehr stört, an irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung, also auf einer Business-Beziehung meine ich jetzt, auf einer Business-Ebene, oder irgendetwas mit einer Partnerschaft oder so. Aber man tut das wie so einfach wegbrushen von den Schultern und sagt sich, ja gut, easy. Aber das ist eigentlich auch nicht so etwas, was man ansprechen sollte. Oder vielleicht ist das irgendwie nur so ein bisschen mein Empfinden und ich spreche das nicht an. Und das habe ich vorher vielleicht ein bisschen gemeint mit dem vernebelt sein in der Musikindustrie oder so das Ganze so ein bisschen im Dunkeln lassen. Oftmals profitiert die Gegenseite, sage ich jetzt mal, wo auf der Business-Seite vielleicht wäre, eben sei es jetzt ein Management, ein Label, irgendwelche externe Leute, die für dich arbeiten. Es gibt auch Situationen, wo die Parteien davon profitieren, dass du das nicht ansprichst und bewusst auch mit dem spielen. Wenn überhaupt das Video für irgendetwas helfen soll oder irgendwie Inspiration soll erwecken, dann nur einfach
für den kleinen Part, einfach, dass ihr euch über das ein bisschen bewusst seid, dass es durchaus Leute gibt im Musikbusiness und die wird es auch in Zukunft noch geben. Das ist irgendwie ein Teil von dem Game teilweise. So, ich kann es jetzt nicht werten, ob das positiv oder negativ ist. Da könnt ihr selber eure Gedanken dazu machen, ob ihr das geil findet oder nicht. Ich habe meine Meinung dazu, was ich von so Verhalten irgendwie denke. Aber einfach, dass ihr euch ein bisschen bewusster werdet darüber, dass es in der Musikindustrie oder auch im Schweizer Musikbusiness gibt so Mechanismen, wo bewusst das wieso dort anzielen, dass du an gewisse Sachen nicht zu konkret solltest ansprechen. Dass du zum Beispiel, wie mir auch, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich es jetzt auf mich übertrage, auch wenn ich nicht gerne über mich persönlich rede, weil das so ein bisschen ein Community-Ding damals soll sein. Aber einfach, dass ihr das ein bisschen fassbarer habt für euch, so bildlich. Mir ist auch ganz viel Mal das Gefühl gegeben worden, in internationalen Verhandlungsgeschichten, wo ich drin war, also jetzt von außen rede ich, so in diesen 3 Jahren, wo ich jetzt bescheidenerweise schon selbstständig war. Das ist bei internationalen Gesprächen passiert, mit irgendwie Labelpartner oder irgendwie grösseren Industriepartner, Medienpartner. Das ist aber auch schon in einem Schweizer Raum passiert, dass mir das Gefühl gegeben worden ist von, ja, schau, bis dort an darfst du fragen. Also es hat wie so ein bisschen Barrieren. Es hat wie so, bis dort darfst du fragen und jede zusätzliche Frage, die du machst, wir sagen dir jetzt nicht, dass das noch zusätzlich könntest fragen. Wir lassen es jetzt mal dort stehen und überlassen das jetzt einfach dir herauszufinden, ob du das überhaupt dürftest fragen oder solltest fragen oder nicht, weil wir dir auch ein bisschen so ein bisschen den Unterton geben, dass du das lieber nicht fragen solltest. So ein bisschen der Vibe, à la, schau, bis dahin und nicht mehr weiter, weil wenn du jetzt weiter fragst, können wir jetzt nicht mehr gross dafür garantieren, wie wir uns jetzt zurückverhalten würden auf so etwas. Ob jetzt im Positiven oder Negativen. Und das mag jetzt immer noch mega kryptisch tönen vielleicht, oder viele, die jetzt da zuschauen, die sagen, Alex, du bist da irgendwie am Trippen, du stellst dir irgendwelche Sachen vor und interpretierst vielleicht auch Sachen falsch. Das ist alles ein bisschen im Auge vom Betrachter. Das ist durchaus berechtigt, wenn wir jetzt Leute sagen, ja gut, das könnte jetzt einfach meine Perspektive sein, dass ich das so ein bisschen verkorkst anschaue mit meinem Kopf, wo halt ein paar Sachen schon gesehen hat, ein paar Sachen irgendwie miterlebt hat oder auch nicht. Ist alles im Auge vom Betrachter oder von der Betrachterin, verstehe ich. Aber einfach, dass man ein bisschen bewusst mit dem umgeht, dass es Parteien könnte geben, generell, egal jetzt mit wem du geschäften würdest, auch in Zukunft, falls dich halt auch die Business-Seite interessiert und du mehr Business-Beziehungen aufbauen willst, kann es sein, dass das Teil von einem grösseren Bild ist, von einem grösseren Picture, dass dich Leute auch so ein bisschen im Ungewissen lassen wollen. Dass sie dir wie so ein bisschen das Gefühl geben, hey, frag nicht zu viele Fragen, du kannst schon Fragen stellen, aber wir wollen auch, dass du Fragen stellst, wir werden dir vielleicht auch ein bisschen sagen, ja, stell uns gerne Fragen, aber wir wollen, dass du bestimmte Art von Fragen stellst, dass die nicht auch zu kritisch sind, die Fragen, dass es nicht zu mühsam ist für uns zurückzugehen und das irgendwie zu recherchieren für dich extra, weil du jetzt die Frage noch zusätzlich stellst und für uns ist das ein Mehraufwand und ihr solltet da einfach nie schade sein, konkret, generell sowieso Fragen stellen, immer, egal wie dumm die Frage wirkt, vermeintlich auf eurer Seite, solltet euch das nie reuen oder solltet euch nie schade sein, konkrete Fragen zu stellen. Und dann aber auch nicht nur bei Fragen, sondern wenn ihr etwas zu bieten habt, wenn ihr an einen Tisch geht, mit irgendwelchen Partnern, mit irgendwelchen Businesspartnern und ihr müsst jetzt dort eure Stats auf den Tisch legen und ihr müsst über konkrete Zielsetzungen reden. Also generell Zielsetzungen, wo man hin will, Visions,
alles, was aber fassbar auch ein bisschen Zahlen könntest aufzeigen, alles, was ein bisschen kannst, in Statistiken tun auch, wo man wie so ein bisschen Richtwert kann vergleichen kann. Macht die Vergleich und die Zielsetzung und alles nicht nur in eurem Kopf. Sprechen die Sachen auch konkret an. Weil von dem kommt das, was ich vorher gesagt habe, dass ich habe sehr viele Business-Situationen erlebt, wo ich in diesen Räumen war, entweder alleine oder mit irgendwelchen Künstlern oder mit irgendwelchen anderen Businesspartnern und habe mich teilweise, wenn ich sehr, sehr konkrete Sachen angesprochen habe, ein Beispiel, wir wollen in den nächsten 6 Monaten so und so viele Streams generieren bei diesem Song, wenn man etwas so konkret anspricht. Und das wirkt jetzt sehr einfach, das wirkt sehr obvious. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber Alex, das ist voll easy, das ist jetzt kein Magic, von der du da erzählst. Dann versucht das einmal. Versucht einmal, diese simple Übung zu machen, dass er konkret irgendwie, wir haben zum Beispiel einen Labelpartner und es kommt irgendwann ein neuer Song raus und versucht der Person dann zu sagen, hey, ich will bis dort und dort will ich so und so viele Streams machen. Und dann schaut mal die Reaktion an. Und dann werdet ihr vielleicht merken, je nachdem, in welchen Räumen ihr seid, gibt es Leute, die das eher geil finden, dass ihr das so konkretisieren wollt, sprich, dass ihr das auch ein bisschen fassbarer wollt, machen für alle Beteiligten. Was würde ich jetzt argumentieren, was eher ein Vorteil ist für alle, dass man halt viel ehrlicher mit dieser Situation umgeht und halt alle vom Gleichen reden, sage ich jetzt mal. Oder es könnte sein, dass ihr in Räume gelangt, wo die Reaktion eher so ausfallen würde, dass man das halt nicht geil findet, dass man da jetzt irgendetwas konkretisieren will. Und über das sollte man sich einfach ein bisschen bewusst sein, denke ich, dass ich persönlich bin halt immer sehr, sehr, sehr Fan gewesen, so genau wie möglich und so konkret wie möglich Sachen anzusprechen. Sei es eben Zielsetzungen, wie Streams, die man erreichen will in einem Zeitraum. Und es geht nicht darum, ob man das genau dann erreicht. Und wenn man es nicht erreicht, mit dem Beispiel vor, bis dann und dann, in 6 Monaten nach Release, willst du so und so viele Streams erreichen. Es geht nicht darum, dass man ein Failure ist, dass man ein Loser ist, wenn man das nicht erreicht hat, dass man wenn man drunter ist oder drüber. Also spielen wir jetzt mal mit dem Beispiel, wenn man drunter wäre. Und dass man Angst soll davon hat, das zu konkretisieren und auch anzusprechen gegen aussen, dass man dann Schiss soll haben, wenn man drunter ist, dass man jetzt ein totaler Loser ist. Es geht nicht um das. Es geht einfach um das, dass man einmal einen Referenzwert hat, dass man einmal einen Wert überhaupt setzen. Ob du dann drüber oder drunter bist, an diesen Sachen kannst du immer noch nachher arbeiten, wenn man sich so Zielsetzungen macht. Aber es gibt halt einfach in dieser Industrie, so wie ich das auch erfahren habe, oft, gibt es halt gewisse Leute, die mehr Mühe mit dem haben und gewisse Leute, die vielleicht auch Fan davon sind, dass man gewisse Sachen ein bisschen klarer setzen und dass nachher alle ein bisschen besser wissen, vor allem der Musikschaffende und das Artist-Team an deiner Seite, dass man halt weiss, wo man steht und wo man hinschaffen. Weil wenn man halt nicht etwas konkret anspricht, genau wie so ein Beispiel jetzt mit hey, bis dann und dann wird ich etwa dort an mit den Streams. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo man sich als Zielsetzung kann nehmen kann, aber das ist so das Einfachste oder das Fassbarste, was man machen kann. Und es wirkt einfacher vermeintlich. Ich sage das jetzt so leicht. Aber ihr werdet merken, die Musikindustrie, auch die Schweizer Musikindustrie, aber auch die internationale Musikindustrie, hat sich dort in diesen Jahren, und das wird in Zukunft auch nicht so schnell weggehen, haben sich wie so ein Netz aufgebaut von so einem Schleier, wo wie so ein Nebel ist, wo auch gewisse Seiten auch davon profitieren, wenn man halt so Sachen wie so Streaming-Zahlen niemals ansprechen würde. Und einfach so findet, hey, kümmere dich einfach um die Musik, wir machen das Marketing, wenn ich jetzt die Gegenseite wäre, wo das Ganze vermarkten würde, deinen Song jetzt, der oder die da zuschaut, dass sie sagen, hey, schau, wir müssen gar nicht über Zahlen reden, mach dir dort keine Sorge, ich mache das alles. Und indem du das auch nie ansprichst und konkretisieren tust, oder so in
auf ein Blatt Papier mal würdest schreiben oder das auch aussprichst. Allein schon die Macht dahinter, dass du das würdest aussprechen in so einem Raum oder in so einer Situation, wenn man jetzt mit anderen Leuten über das würde reden, kann schon sehr viel ausmachen, weil man dann schon ein Stückchen näher ist an so einer Visualisierung oder, ich will jetzt nicht sagen Manifestation, weil es dann zu fest in das Spirituelle und alles reingeht, so das überlasse ich jedem selber, wie er das machen will. Mir ist es immer nur darum gegangen, dass ich sehe, dass die Artists, die Schweizer Künstler und Künstlerinnen, die so Sachen nicht ansprechen und wo vielleicht eher so ein bisschen Angst davon haben oder Sorge haben, ja, aber wenn ich das anspreche, was eher ein bisschen unangenehm ist, dann können es so ein bisschen unangenehme Vibes geben, das will ich eben nicht, darum spreche ich gewisse Sachen nicht so konkret an. Ich habe einfach immer mehr gemerkt, jetzt über die Jahre, dass die Künstler und Künstlerinnen, vor allem Junge, die da jetzt dazu schauen, dass die amigs mehr Mühe haben mit so Business-Situationen als Leute, die konkret irgendwie vielleicht Streaming-Zielsetzungen angesprochen haben, mit den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Egal wer das jetzt wäre, die Partei. Und man dann einfach gemeinsam weiss, okay, man hat etwas zum dort anschaffen und man steht dann nicht völlig in der Luft, wenn jetzt, weil das mit dem Richtwert vorher, darum sage ich jetzt ein bisschen in der Luft stehen, so, es wirkt vielleicht, also würde ich ein bisschen rumspringen, aber einfach, dass ihr ein bisschen das von vorher versteht. In der Luft wird man eben nachher nicht, man wird nicht mehr so frei in der Luft hängen und so ein bisschen lost sein, so den Lost Moment haben, wenn man halt etwas gesetzt hat. Sei es jetzt eben etwas so Simples wie in 6 Monaten würde ich so und so viele Streams erreichen, mit dem einen Song, wo ich jetzt den Release dann so. Ob jetzt drüber oder drunter bist, umgekehrt, drüber oder drunter, genau, das ist in erster Linie spielt das noch gar keine Rolle. Das kann man sich immer noch anschauen, aber setzt du nicht irgendeine Zahl, tust du nicht irgendwie etwas konkret aussprechen, wirst du nie einen Referenzwert haben, was gut oder schlecht ist. So Stories haben wir auch schon gehabt vom IG auf den Socials, für die da ein bisschen aufgepasst haben. Aber um das geht es auch ein bisschen. Wenn du halt keinen Richtwert setzt, wenn du keinen Referenzwert hast für dich selber, irgendeinen Wert, wo du findest, okay, ab dann bin ich zufrieden, wenn es das erreicht. Wenn du so etwas nie setzt oder auch nie das Bewusstsein für das du stärken, dass du das irgendwann einmal könntest setzen oder so Denkübungen machst und das auch aussprichst, könnte jetzt jemand wie kommen und sagen, hey, schau, die 15'000 Streams, die du dort hast, oder 30'000 oder 5'000, egal mit welchen Beispiel wir das machen, egal auf welchen Monthly Listeners Levels, wenn ich dann jemanden würde fragen, ja, bist du zufrieden mit diesen 5'000 Streams? Dann die allermeisten jetzt im Moment noch, können wir die Frage nicht richtig beantworten. Sie können, also was heisst richtig, nicht so à la richtig oder falsch, aber sie können mir die Frage nicht vollständig beantworten. Es geht jetzt eher um das. Weil sie gar nicht wissen, sie haben es ja gar nie mit einem Vergleichswert, du hast dir ja gar nie einen Vergleichswert gemacht und wegen dem kannst du ja gar nicht wissen, ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Und es gibt halt logischerweise nachher Künstler und Künstlerinnen-Cases, die Millionen von Streams haben, oder eben, man kann das auch schon mit Tausenden von Streams, kann man das Beispiel machen, und dann trotzdem so lost sind, in der Luft schweben, weil sie gar nicht wissen, weil ihnen das vielleicht völlig gleichgültig ist. Sie haben vielleicht nie so ein Ziel gesetzt, sie haben das nie so ein bisschen in Zahlen, eine Vision sich ausgelegt oder auf Blatt Papier gebracht und sind nachher hängen dort völlig an einer, also es ist wie so ein Kartenhaus, das mega schnell zusammenbricht. Wenn dann jemand wie ich dann würde fragen, ja, bist du dann eigentlich zufrieden mit dieser Performance oder nicht? Und viele haben halt Mühe mit denen. Ich sehe halt, diese Leute haben Mühe mit diesen Fragestellungen, die halt nie sich etwas konkret geplant haben. Und ich sage jetzt nicht für die da zuschauen, du solltest das schon ab dem ersten Song-Release machen. Aber ich fände es jetzt fair, sage jetzt einfach mal als einen Vorschlag, aber das kann jeder ein bisschen schauen, wie er will.
Ich fände es jetzt fair, so ab 10, 15 Releases, sprich wenn du einen Songkatalog, einen kleinen Songkatalog schon hast, ab 10, 15 Releases und wieso schon in den Lauf reingekommen ist, wie das ist, regelmäßig zu releasen, beziehungsweise du weißt, es sitzt jetzt so alles, wie du einen Song anliefern oder ein Projekt, es kann auch ein grösseres Projekt sein. Und das sitzt alles schon mal. Und jetzt bist du aber jemand gewesen, wo noch nie eine Zielsetzung bis jetzt gemacht hat, oder gesagt hat, ja, schau, bis zu diesem Zeitraum, bis dort und dort an, nach Release, wird ich so weit sein. Zahlenmäßig jetzt als Beispiel. Man kann sich auch dort mit Zielsetzung, wenn ihr das googelt, logischerweise gibt es dort auch ganz viele qualitative Zielsetzungen, die man sich machen kann. Das ist eine sehr tiefe Materie, aber einfach halber, sage jetzt einfach mal so das quantitative Ziel, also ein zahlenmäßiges Ziel, wie bis dann und dann willst du so und so viele Streams erreichen. Mit dem Song oder mit dem größeren Projekt. Und die das halt irgendwann einmal machen, nach 10, 15 Tracks, werden die jetzt, also die das ausprobieren, die da zuschauen, werden dann halt merken, zumindest eben, ob ihr nachher drüber oder drunter sind, macht euch dort mal keinen Kopf drüber, weil ihr werdet dann schon merken, ob ihr irgendetwas viel zu hoch angesetzt habt. Also denkt dann, ich bin völlig delusional gewesen, völlig verpeilt gewesen, dass ich nach 3 Monaten das Gefühl habe, ich komme auf 200'000 Streams so. Oder auf 100'000. Aber es geht darum, dass man eben genau so Denkübungen macht und dann bei den nächsten Releases das verbessern tut und dann die Knettmasse sozusagen, stellt ihr euch wie so Play-Doh-Knettmasse vor, wird halt immer, die ist am Anfang irgendwie einfach so irgendeine unerkennbare Knettmasse am Ende des Tages. Und die tun einfach immer mehr kneten, bis ihr irgendwann sehr, sehr konkret wisst, was dort so ein bisschen passiert. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr nachher auf den Tausendsten, auf den Hunderter genau Streams ausrechnen könntet oder so. Aber zumindest allein schon, dass ihr könntet euren Kopf dort an, euren Horizont dort an bewegen, dass ihr ein bisschen die Range herausfindet, wo ein streamingmäßig ein Song von euch mit organischem Konsum, wir reden da logischerweise immer von organischen Massnahmen, also mit der eigenen Promo, die man machen würde, etc., dass man dann wie so ein bisschen konkreter wüsste oder ein bisschen eine Range hat, wo etwa der Song würde landen, streamingmäßig, oder wo er noch könnte hingehen. Weil landen ist im Streaming so ein bisschen der falsche Ansatz, weil es ja nicht ein Ende gibt zu dem. So, es geht ja dann weiter mit den Streams. Und macht vielleicht einmal ganz pragmatisch, macht die Übung mit einem kommenden Release, egal ob es auch ein grösseres Projekt ist oder nur ein Track, macht die Übung, dass ihr mal setzt, okay, in 6 Monaten nach Release wird die dort sein, mit der Anzahl Streams. Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit, dass alle in der Musikindustrie ein bisschen konkreter sein sollten, kann schon dort anfangen, wenn es jetzt um so Streaming-Erwartungen geht, Streaming-Zielsetzungen. Vor allem die 2 Sachen zusammen. Also Zielsetzungen und Erwartungen, die man hat zu einem Release. Dort will ich immer so ein bisschen von Luft nach oben sprechen, da im Collab-Channel. Dort gibt es auch noch so unglaublich, dort ist die Decke noch so lange noch nicht erreicht, habe ich das Gefühl in der Schweiz, weil ich es empfinde eher habe, dass im Moment die meisten Leute denen grusen es ein bisschen, oder für die ist das ein bisschen awkward, Sachen sehr, sehr genau anzusprechen, konkret, weil nachher plötzlich vielleicht alle, also auch vielleicht so Businesspartner, mit denen wir zusammen zu tun haben, schieben dann irgendwie Panik, gehen dann in so einen Alarmmodus, dass dort plötzlich Druck da ist, dass so, oh nein, der Künstler oder die Künstlerin hat gesagt, wir müssen bis dann und dann, im Idealfall, sollten wir das und das erreichen, oder irgendwie das Management, das man hat, oder man macht mit Freunden das. Und am Ende, all die Übungen, die man macht, es geht nicht darum, jemanden zu erschrecken, es geht auch nicht darum, jemandem unnötig Druck zu machen, einer Person, die an deinem Business beteiligt ist und dir mithelfen tut, in jenster Hinsicht. Es geht nicht um den Druck, es geht auch nicht um Kontrolle, dass man sagt,
Also um Kontrolle geht es schon ein bisschen, aber nicht um so die negative Art von Kontrolle, wo man vielleicht jetzt im Kopf hat, dass man so, dass man denkt, man muss jetzt genau das erreichen und wenn nicht, dann spicken da irgendwelche Leute. Es geht nicht um so Type von Druck, sondern dass die Erwartungen, wo man sich ein bisschen konkretisiert, wo man aussprechen tut vor allem, denken da ein bisschen dran, behalten das nicht nur ja im Kopf, tun das auch aussprechen und zu Papier bringen oder irgendwo notieren, dass ihr es vorher und nachher habt. Kennt ihr die funny Commercials, die es immer früher gegeben hat, oder was es auch heute immer noch gibt, mit irgendwelchen Waschmitteln oder so, wo es vorher und nachher immer gezeigt wird. Genau für das macht man konkrete Zielsetzungen oder sich tut konkrete Visions, eben, ob das jetzt Zahlenbeispiele sind, dort geht es halt am einfachsten, oder andere Sachen, dass man sich das aufschreibt, dass man eben nachher ein Vorher, also Vor-Release und ein Nach-Release kann ein bisschen zusammen vergleichen. Wenn man das nicht hat, die beiden Vergleichswerte vorher und danach, dann wird es sehr, sehr schwierig in Zukunft amix für gewisse Artists, zum können nachher ein bisschen klarer verstehen, auch selber, wieso das alles passiert, was überhaupt passiert mit dem eigenen Konsum, wieso die Streams aufgehen oder aber auch runtergehen teilweise und so. Und all die Übungen, auch wenn man die jetzt mit anderen Leuten macht, die sollten am Ende helfen, die einfach, dass du als Musikschaffender vor allem halt einen klareren Kopf hast. Jetzt wäre es fair auf der anderen Seite, wenn man Leute würden sagen, hey, schau, ich will das alles gar nicht machen. Gar nicht. Ich will nur im Studio sein, ich will nur sounden. Andere sollen sich um das kümmern. Ich will gar nie in irgendeiner Diskussion sein, wo es darum geht, dass wir irgendwelche Benchmarks, also irgendwelche Zielsetzungen festlegen für meine Songs, die ich release, wie viele Streams die sollen erreichen und so Quatsch. Und man findet irgendwie alles so, nein, das will ich alles nicht. Ich bin allergisch mit Zahlen oder so Statistiken. Wenn ich meinen eigenen Katalog würde in eine Statistik tun, meinen eigenen Musikkatalog. Und ich will das auch gar nicht. So. Ich will das alles mega loose lassen, also ich will das alles mega frei lassen, dass es sich überall anentwickeln kann. Das wäre auch eine faire Philosophie. Es gibt bestimmt auch Künstler oder viele Künstler und Künstlerinnen, die mit dieser Philosophie auch schon sehr erfolgreich geworden sind. Aber dann würde jetzt jemand so wie ich, der halt dann sehr deep im Musikmarketing ist, jetzt auch wieder sagen, was ist aber dann erfolgreich und was ist nicht erfolgreich. Weil wenn man sich, also für den Künstler oder die Künstlerin, die das halt so gemacht hat, dass man das nie irgendwie konkretisieren mit gar niemandem, und man selber hat auch nie darüber nachdenkt, was ist jetzt dort in so einem Beispiel dann erfolgreich und oder nicht erfolgreich in so einem Fall. Weil das kann man wieso nachher nicht mehr so einfach sagen. Und nicht Erfolg, ich meine jetzt, Erfolg kann man auch irgendwie anders definieren, aber ihr seht, man hat dann wieder Mühe mit dieser Denkübung, weil man hat sich ja nie etwas definiert. Wenn man jetzt eher D-Type-Künstler oder Künstlerin wäre. Und ich fände es jetzt vielleicht fair und die Schlussfolgerung von dem, einfach, dass er das vielleicht ein bisschen versteht mit dem Kontext, wenn man sich nie etwas definiert und man generiert nachher vielleicht Streams mit der Zeit und der Fanbase, dann könnte schnell auch so das Gefühl kommen von, man ist halt einfach lost, man versteht nicht, was dort passiert, man weiß nicht, man hat irgendwie das Gefühl, das ist alles irgendwie so random einfach passiert und kann man sich halt jetzt darüber streiten, wie fest man so Randomness auch kann, Zufälligkeit kann steuern. Aber ich habe das Gefühl, der Werdegang, diese Route wird nachher, kann potenziell die andere Route kann auch zu einem unglücklichen Lifestyle führen, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur diese Route dort anführen kann. Aber ich würde halt nur sagen, ich bin Fan davon, wenn Musikschaffende, oder ich würde so wünschen, denen, die da zuschauen, dass er halt immer klarer im Kopf werden mit den Visions, die ihr habt. Und es ist auch noch nicht schlimm, wenn ihr noch nicht klar im Kopf sind oder auch, dass an irgendeiner
Kraft aus dem Universum überlassen und das gar nicht konkretisieren wollen oder noch nicht so weit sind, dass sie so Sachen aussprechen wollen oder eben noch so ein bisschen Sorge haben, ja gut, ich würde mich aber dort nicht festlegen mit irgendwie auch Zielsetzungen und so, ich würde das eben alles, Kunst ist Kunst, ich würde das einfach so lassen und es ist auch cool so und ihr müsst euch jetzt auch keinen Kopf machen, dass das schlimm wäre oder dass es irgendwie, dass das nur der einzige Weg ist, dass man dort hingehen sollte. Aber ich habe halt die Szenarien gesehen von Künstlern und Künstlerinnen und viele von diesen Cases habe ich gesehen, wo irgendwann in so einer Phase waren, auch nachdem sie teilweise schon Songs hatten, die irgendwie etwas ausgelöst haben. Jetzt, es müssen nicht Überhits sein. Es können auch gewisse Songs sein, die einfach sehr stark konsumiert worden sind in deinem Katalog. Und ich habe halt die Beispiele gesehen von Künstlern und Künstlerinnen, die irgendwie immer tiefer in so einen Nebel hineingegangen sind, weil sie halt alles so ein bisschen freigeistlich lassen wollten. Und ich sage jetzt, ich bin nicht gegen Freigeist, weil ich persönlich würde mich auch dazu zählen, dass ich in gewissen Sachen extrem strukturiert bin, aber in gewissen anderen Sachen würde ich es auch so mega freigeistmäßig einfach im Raum lassen und einfach das Universum machen, was das Universum halt macht. Aber ich versuche halt immer herauszufinden, bei dem etwas konkreter zu machen, habe ich immer versucht herauszufinden, okay, was führt halt dazu, dass gewisse Musikschaffende, auch da in der Schweiz, halt irgendwie nach 5, 6, 7, 8 Jahren, nachdem sie das Musizieren durchführen oder ein Musiker-Dasein führen und vielleicht etwas versuchen, also erfolgreich zu werden, wie auch immer man das definiert, und vielleicht jetzt nicht dort ankommt, wo man will, aber weil man das jetzt auch nie, ihr seht, was ich meine, weil man das jetzt auch nie so klar definiert hat oder ein bisschen in eine Struktur gefasst hat und nachher halt total in so einen Nebel reinfahren oder reinlaufen und dass dort nachher nur noch unklarer wird. Und dann kombiniere das jetzt zum Beispiel mit Ja-Sager um dich herum, mit Freunden oder Freundinnen, Kollegen, die du um dich herum hast, die mit dir im Studio sind und das sagen, ja, ist alles voll geil, was du da machst und niemand wird dir auch sagen, niemand wird dir irgendwie kritisch etwas durchgeben oder objektiv oder neutral etwas durchgeben. Jetzt kombiniere das mit einem Künstler oder einer Künstlerin, wo sich nie irgendwie etwas als Ziel gesetzt hat oder etwas konkretisiert hat für sich selber. Und das ist eine Kombination, die nachher sehr, sehr gefährlich werden kann. Also denke ich, ist jetzt halt meine Meinung. Und der Nebel, sage ich mal, oder so der Schleier von so einer Unklarheit, dem kann man auch ein bisschen entgegenwirken, indem man halt einfach gewisse Sachen ein bisschen konkreter anspricht. Und ihr werdet merken, das ist nicht so einfach gemacht, wie es da jetzt gesagt wird. Es ist sehr, sehr, sehr viel einfacher gesagt, dass man sagt, ja, tun einfach konkret nachher eben so Zielsetzungen machen mit euren Partnern und so. Und ich habe viel, viel Räume erlebt, wie gesagt, wo Leute sehr allergisch auf das reagiert haben, auch mir gegenüber. Also in einem negativen Sinn allergisch. Und ich habe das immer ein bisschen komisch gefunden, wieso halt gewisse Leute teilweise oder gewisse Industrieplayer oder wer auch immer, wo da auch schon ein bisschen länger teilweise in diesem Musikgeschehen sind, also die Leute oder die eine Person, wer auch immer das dann ist, dass gewisse Leute das einfach nicht ansprechen wollen teilweise oder cool damit sind. Nicht nur auf der Seite Musikschaffende, sondern auch auf der Seite Business-Industrie-Leute, dass man wieso halt alles so ein bisschen verschleiern will, alles wird man unter den Tisch kehren und möglichst keine konkrete Sachen ansprechen. Also so die harten Fragestellungen, sage ich jetzt mal, oder die harten Problemstellungen, weil man tut schon gewisse Sachen vielleicht konkretisieren, die halt dann mit irgendwelchen Gimmicks zu tun haben, irgendwelche Sachen, die eigentlich am Ende des Tages unbedeutend sind, aber so das richtige, wie sagen wir, das richtige Prüfen auf Herz und Nieren, also so dass die richtige Prüfung dahinter, die wollen dann die wenigsten irgendwie machen, weil man dann irgendwie plötzlich Angst hat oder halt
so ein bisschen funny Vibes zurückbekommt und man wie so ein bisschen den Unterton vielleicht auch wird spüren und dann werdet ihr vielleicht auch spüren in Zukunft oder habt ihr schon gespürt, dass man wie so findet, ey, look, es ist nicht geil, dass wir das jetzt da konkretisieren tun oder genau ansprechen oder so ein bisschen kritischer betrachtet. Weil das mit dem kritisch betrachten oder kritisch etwas hinterfragen geht teilweise ein bisschen Hand in Hand mit dem etwas konkret ansprechen. Und das konkret ansprechen müssen aber nicht nur negative Punkte sein, es können auch positive Sachen sein. Aber ich habe einfach das Gefühl, man kann sich ein bisschen von dem befreien oder ein bisschen klarer im Kopf sein, wenn man sich einfach so ein bisschen konkretere Denkübungen macht. Und vor allem die mal aussprechen. Jemandem erzählen. Auch. Allein schon, wenn das ein Kollege oder eine Kollegin ist, der Person das erzählen oder der Öffentlichkeit, irgendwie auch könntest du jetzt auch deiner Konsumentenbasis, mit deiner Fanbasis die Übung machen, dass du es mal ins Universum rauslässt, dass du es mal ausgesprochen hast und dass dich auch Leute könnten auch ein bisschen mit dem spielen und das als Stärke verwenden von Perspektive Musikschaffenden, dass dich Leute auch könnten auf dem aufhängen, dass du das dort und dort gesagt hast. Jetzt, ich rede nicht von so Cancel Culture Quatsch mit so Twitter-Posts vor 10 Jahren und so. Ich rede nicht wegen dem, dass man die Denkübung machen soll. Aber so konkrete Zielsetzungen ein bisschen aussprechen, dass man auch ein bisschen einen Gegenspieler hat, wo das könnte ein bisschen fact-checken mit dir zusammen. Wenn man jetzt halt nicht einen riesen Freundeskreis hat oder das mit keiner Person im Privaten kann machen, dann nutzt halt so ein öffentliches Podest, das ihr dort habt und macht es zum Beispiel so. Aber ursprünglich ist es mir vor allem darum gegangen, wenn ihr in so Businesspartnerschaften sind oder Businessbeziehungen pflegt, dass ihr euch dort so früh wie möglich, das ist jetzt auch so meine Empfehlung oder das, was ich euch wünschen würde, übt dort so früh wie möglich auch unangenehme, konkrete Sachen sollen ansprechen. Weil das würde euch auch helfen in Zukunft, ein bisschen einen klareren Kopf zu bewahren und allein schon die Stärke aus dem nehmen, dass man sagt, in diesem anderen Meeting vor 3-4 Monaten habe ich das auch schon angesprochen. Und es war nicht so schlimm, als ich das angesprochen habe. Ich habe das Szenario schon mal gehabt, jetzt kann ich das ja nochmal ansprechen. Oder jetzt können wir dort so double downen, jetzt können wir dort nochmal erneut an die Sache herangehen und eben das Vorher- und Nachher-Bild anschauen. Und wenn man das nie hat, dann werden halt, glaube ich, das muss nicht bei allen so sein oder wird nicht bei allen so sein, aber die Chance ist sehr, sehr viel grösser, dass wenn man sich nie so Referenzwert setzt, dass man halt, und das Vorher und Nachher so ein bisschen könnte analysieren, wenn man das will, dass man halt viel, viel mehr so Lost Moments hat, wo man halt total in der Luft fliegt, in der Luft fliegt, aber nicht in einem positiven Sinn, sondern weil man halt einfach nicht weiter weiss. Und ja, das war es ein bisschen gewesen. Die Episode ist dem ein bisschen gewidmet gewesen, dieser Philosophie, dass ich das Gefühl habe, ich finde persönlich, dass die Musikindustrie ein bisschen lernen kann, die Schweizer Musikindustrie, dass alle ein bisschen besser lernen können, konkreter zu sein mit ihren Anliegen, sei es jetzt Zielsetzungen oder andere Anliegen, Problemstellungen, die man hat, Herausforderungen, dass man das alles konkretisieren tut, ein bisschen genauer ansprechen und auch offener und ehrlicher mit so Sachen umgeht, dass man auch weniger Bad Vibes hat langfristig, weil aus so Sachen entstehen halt oft auch Bad Vibes und wenn wir jetzt da gewissen Content machen können, um vielleicht zukünftig mehr Good Vibes zu generieren anstatt Bad Vibes, dann ist vielleicht dem Upload da, wo ihr seht, oder das Video, wenn auch immer ihr das seht, ist dem ein bisschen geschuldet. Und auch für euch ein bisschen ein Reminder, macht jetzt abschliessend, macht für euch mal vielleicht einen ersten Test, dass ihr einen neuen Release rausgebt und setzt euch mal einen Zielwert nach 6 Monaten. Als ein Beispiel. Und dann schaut, ob ihr drunter oder drüber sind. Schaut euch das Vorher und das Nachher an. Und vielleicht werdet ihr euch nachher ein bisschen besser fühlen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht denkt ihr auch, okay, das ist eine billige Denkaufgabe, mache ich nie mehr.
Aber ich habe das Gefühl, es könnte helfen, gewissen, die sich für das interessieren, dass ihr nachher einfach ein bisschen klarer eure Stärken herausfinden könnt, wo ihr noch Nachholbedarf habt und wo euer Kopf, euer Mindset und aber auch euer Instinkt und euer Gut-Feeling, wie sagen wir, euer Bauchgefühl, wo das schon sitzt und wo es noch Verbesserungspotenzial hat. Von dem her, das war es. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und geht auch dort unten, seht ihr irgendeinen Discord-Link, das pusht im Moment vor allem. Geht dort auf Discord, wenn ihr noch das bis zum Ende anschaut. Der Invite ist dort offen. Kommt auf den Server und kommt ein bisschen diskutieren, Fragen stellen, was auch immer. Connecten mit anderen Musikschaffenden aus der Schweiz. Würde mich freuen, wenn ich euch dort auch sehen würde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.